Ich glaube, das kann nur mal lustig werden. Wer sind Schweizer YouTuber? Irgendjemand hat auf Twitter geschrieben, dass es eine Dokumentation ist über die Schweizer YouTuber. Nadja hat schon kommentiert. Nadja kommentiert. Das Video ist nur eine Parodie. Leset bitte den Text am Anfang. Bünzli sind Video. Okay, das können wir alle vor. Ganze Schweizer Szene in einem 3 Minuten Video abdeckt. Kapi. Wir gehen rein und wir bleiben drin. Ich habe absolut nichts gegen die erwähnten YouTuber. Das Video tut nur die Stereotypen von der Schweizer YouTube-Szene betonen. Bitte nehmen Sie meine Witze nicht zu ernst. Sympathisch. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Sefta Allmann und ich bin selbsternannter Experte von der unglaublich interessanten Schweizer Flora und Fauna. Heute werden wir das Verhalten und Lebensweise von einer sehr exotischen und seltenen Spezies genauer anschauen. Und zwar die vom Bünzlus mit Clautus. Oder auf Deutsch gesagt, Schweizer Jux. Hey! Kennt ihr das Thema, hä? Das ist der genau gleiche View. Das ist schau mal, auf der Facecam und im Video der genau gleiche View. Heute schafft ein schöner Dude wenigstens drin. Salut zusammen! Sie sind sehr spezielle Lebewesen, die dringend unsere Hilfe brauchen. I am once again asking for your financial support. Doch, stimmt. Soll ich ernst, Mann? Sie sind in Stuttgart gesehen. Stimmt. Das sind doch wohl teure Ferien gesehen. Übel. Dringend unsere Hilfe brauchen, um vor dem Aussterben gerettet zu werden. Was könnten wir, bedeutungslose kleine Menschen, machen, um den Bünzlus mit Clautus vor seinem schrecklichen Schicksal zu bewahren? Dann Was Bünzli mit Clautius? Clautus, Ines. Bünzli mit Clautus. Ah, wegen Cloud, weil wir Cloud haben, also so Reach. Maybe. die Antwort ist einfacher, als man sich denken würde. Sie sind die einzige Spezies in der Schweiz, die Aufmerksamkeit in Energie umwandeln können. Genau, du hast es richtig verstanden. Zum Überleben brauchen sie nur, dass möglichst viel Aufmerksamkeit möglichst lang auf sie gerichtet wird. Das Aha. Ja, kann ich zustimmen. Ja, ist das ja unglaubliche Phänomen im Fachjargon Betrachtungsenergie Betrachtungsenergie. so sehen meine Haare aus, nachdem ich eine Bürste habe. Genau So sieht mein Brain aus. genannt, kann mit folgender Formel erklärt werden. Betrachtungsenergie ist gleich Anzahl von Betrachter mal Dauer von der Betrachtung mal die Variable c. Die Variable c ist von sehr großer Bedeutung, wie steht für Cloud-Koeffizient. Der Cloud-Koeffizient variiert je nach behandeltem Thema, wo der YouTuber vorführt, um seinen täglichen Bedarf von Betrachtungsenergie zu sättigen. Also muss die Variable möglichst hoch sein. Ich check von dieser Variable absolut nichts mehr, Digga. Was hat er gerade erzählt? Sag mal, liest du den Chat eigentlich auch, du Schwab? Ja. Wir sind ins Video am schauen, ich streame heute noch lang. Ja. Ein typisches Material mit einem sehr hohen Cloud-Koeffizient ist Schweizer TikTok. Es ist naturwissenschaftlich bewiesen TikTok zum Kotzen, das würde ich nie machen. worden, dass Betrachtende sehr beeindruckt von dem Thema sind, was Bünzlis natürlich dazu motiviert, einen Trend daraus zu entwickeln. Wie gesagt, es ist wirklich sehr, 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 sehr beliebt. Bünzlis haben nicht nur eine sehr tiefe Verbindung zueinander, Man hat auf TikTok schon das ein oder andere nice Girl gesehen. Das werden wir jetzt auch nicht lügen. Ja, Ja. ist alles gesagt. Wir lassen sie mal so stehen. sondern auch zu der Natur, spezifisch zu ihren Lebensräumen. Sie können überall in der Schweiz vorkommen und können entsprechend in verschiedene Familien unterteilt werden. Beispielsweise gibt es den Bünzlus mit Clautus arrogantus oder den Bünzlus mit Clautus herzige Dialectus. Die Unterstämme sind zwar nicht konkurrierend, sie machen sich aber durchaus gern lustig über ihre Gegensätzlichkeiten. Glücklicherweise ist der Vorgang auch für Außenstehende sehr interessant und hat dementsprechend einen sehr hohen Cloud-Koeffizient. Say the line, Bart. Cloud-Koeffizient, Alter. Alter. sagen, oh. Hat der Bünzlus mit Clautus schon alle die wertvollen Materialien verbraucht, aber ist er immer noch hungrig nach mehr Cloud? Es gibt Bro, wieso hast du dort Bademantel angehabt? Ja, es ist auch so passiert. zwei Möglichkeiten. Er verwendet sie einfach nochmal und nochmal und nochmal, oder er wendet sich zu einer anderen Strategie, so alt wie die Zeit selber. Die Erwähnung von der Frau vom Stamm. Es ist offensichtlich, dass der Bünzlus mit Clautus eine Spezies mit 90% männlichen Anteil ist. Deshalb sind Weibli richtige Goldminen. Das bedeutet, entweder redet der Bünzli von ihr, macht Anspielung auf eine Beziehung mit ihr, oder sie haben sie sogar persönlich mit sich dabei. Die letzte Methode ist jedoch nur für Stammmitglieder mit dem allerhöchsten Ansehen möglich. Sauber! Nein, ist eine gute Dokumentation bis jetzt, muss ich sagen. Vielleicht fragst du dich jetzt,
Voila, Baby, deine Cloud. Betrachtungsenergie übertragbar. Aber natürlich, die Bünzli mit Cloudhus haben genau aus dem Grund ein sogenanntes Cloud-Netzwerk eingerichtet. Bünzli sind sehr soziale Lebewesen. Wenn sie also sehen, dass es an einem Netzwerkmitglied an Betrachtungsenergie mangelt, helfen sie dem Mitglied mit sogenannten Collaborations sofort aus. Ganz einfach. Ich gebe es ehrlich zu, es hat mir sehr viel Freude gemacht, die rare Spezies genauer zu betrachten. Ich habe mich fast so gefühlt, als wäre ich bereits eine von ihnen. Aber halt die Mikrobudget-Version. Wenn du sie auch mal selber genauer willst betrachten, sind alle ihre Kanäle in der Beschreibung verlinkt. Wir alle zusammen für die Schweizer Natur. Folgt mir für weitere Naturdokumentationen. Ja, geiles Nice. Video gesehen, Digga. Naja, eigentlich wirklich nicht mehr so schlecht gefunden. Also, kann man schon mal ein Like geben und einen Kommentar da lassen. So, Digga. Nice Video, Leute. Schaut beim Seth. Schaut bei ihm vorbei. Den Namen kannst du nicht lesen. My heart went.